Der runde Ball rollt bei dem Terrain am hunn die 2 echt Matscher aus der Rückrunde vun der Saison 2015/2016 mat Bilder an Interviewen kommentiert. Wir hunn noch als Jungen bei enger Séance de Regeneration begleet. Eisen Teammanager den Jean-Philippe Caillé huet sech mat eisem Spieler den Jordan Yeye ënnerhalen, an de Sam an de Carlo wäre schon moiesfrei NRW an hunn an eis 2 Spieler den André Rodriguez an den Pedro Ribeira bei senger Erbech begleet. Viel Spaß beim Nukucken. Eisen echte Reportage feiert eis op Daverding bei eisem Spieler den Jordan Yeye, den dem Jean-Philippe Caillé Dir vu segem Appartement opgemerkt huet. De Jordan huet dem Jean-Philippe auch bisschen à sein Privatleben raconter gelos. La première question que moi j'aimerais te poser, c'est comment s'est passée ton intégration au sein du football club de Differdange? Très bien passé. Je suis arrivé déjà on va dire un peu sur la pointe des pieds. Je savais pas comment ça allait se passer. Ensuite, premier match que j'ai fait avec Differdange, on m'a très bien accueilli, que ce soit le staff, les joueurs. Donc je me suis senti en fait directement chez moi et c'est comme ça que mon intégration s'est extrêmement bien passée au sein de Differdange. D'accord. Justement, ton intégration, tu venais d'où? De Belgique. Donc je venais de Belgique, de l'Excelsior de Virton. Où tu avais passé combien de temps? 4 ans là-bas. J'ai fait 4 ans à Virton, j'ai passé de très bons moments là-bas. Et puis voilà, au bout de 4 ans, fin de contrat, donc voilà, je suis venu ici. Si Jordan Yeye ne joue pas au football aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Si Jordan Yeye joue pas au football, je sais pas du tout. Tu sais pas? Je sais pas du tout, j'ai eu que ça. Depuis le plus jeune âge, c'est ce que j'ai voulu faire, donc je me suis donné moins de faire ce que j'aime, de faire de ma passion un métier. Et actuellement, voilà, je suis un peu... je réfléchis un peu sur mon avenir, donc j'essaie de voir un peu à droite à gauche ce qui pourrait m'intéresser, parce qu'on sait jamais. C'est éphémère et de toute façon, à un moment ou l'autre, la carrière de footballeur elle s'arrête assez jeune. Donc à ce niveau-là, je suis en train de voir dès maintenant, mais pour le moment, je ne sais pas du tout. Jordan, tu es originaire de Paris? Ouais, Paris. Mais tu as des descendances qui viennent de... Des Antilles. Des Antilles, ouais. D'accord. Est-ce que tu as, durant ta journée, un repas type, par exemple, guadeloupéen ou... Quelque chose qui te rappelle un peu d'où tes parents viennent et tes souches? Les îles, un repas type à faire, on va dire que c'est compliqué, ça prend énormément de temps. Et à part on va dire, le plat typique en Guadeloupe, c'est le colombo. Que j'attends toujours. Ouais, c'est vrai. Après, c'est assez facile à faire. Parce que c'est du riz, du poulet, etc. Mais après, voilà, il faut des ingrédients, des épices, il faut une bonne sauce, etc. Donc on va dire que c'est plutôt compliqué à faire, ça prend un peu de temps. Si je reçois des gens, des invités, là, je peux faire ça. Mais sinon, régulièrement, je mange pâtes, riz, j'essaye d'alterner pour pas que ça soit souvent la même chose, en fait. Mais voilà, souvent du blanc de poulet, tout ce qui est protéines pour le sportif, quoi. Mais tu t'entretiens aussi. J'ai vu aussi, là, moi je ne sais pas si la caméra va pouvoir le filmer tout à l'heure, mais il y a quelques appareils de muscu qui se trouvent dans ton salon, donc tu dois t'entretenir quand même. Ouais, je fais beaucoup de sport. En dehors du foot, je fais énormément de sport parce que voilà, j'ai grandi comme ça et c'est important pour moi d'être le plus performant possible en fait sur le terrain. Donc voilà, un sportif, je pense que c'est plus le travail dans l'ombre qui fait vraiment le sportif que ce que les gens voient directement sur le terrain le week-end. Donc voilà, pour moi c'est super important. Après avoir parlé aussi avec certains joueurs et certaines personnes de ton entourage, on dit souvent que tu aimes beaucoup la mode. Est-ce que c'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup les habits. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup les habits. Et en plus de ça, il y a un pote à moi, un ami, qui a sorti sa marque de vêtements là, donc ça va faire à peu près 1 an qu'elle est sortie. Et puis c'est le top du top. Donc voilà, à chaque fois il me demande des conseils par rapport à ses habits et il sait que j'adore ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. La mode c'est super important. T'es sur des réseaux sociaux? Ouais, un peu. Un peu? Ouais. Et tu te prends souvent en vidéo, souvent en photo? Tu fais partager un peu ce que tu fais durant la journée, tes envies? Un peu, mais j'y suis pas trop. D'accord. J'aime bien Instagram, par exemple. Instagram, j'aime bien. Après, Facebook, on va dire, je le consacre plus au foot.
Instagram, c'est plus à la vie de tous les jours, un peu de photos de mode, un peu de ce que j'achète ou mes amis. Et après, Snapchat, des trucs comme ça, pour rigoler avec les potes, des trucs comme ça. Est-ce que tu as peur de quelque chose dans la vie? Ouais. Tu peux nous expliquer? Si c'est pas trop indiscret. Non, on va dire c'est personnel, c'est décevoir ma famille. Sur quel point de vue? J'ai toujours dit à ma mère et etc., à mon frère, à ma mère qu'ils pouvaient compter sur moi. Voilà, on va dire pour les sortir un peu de la galère tous les jours. Donc c'est pour ça que je me donne énormément et que je baisse jamais les bras en fait. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Donc voilà, après il y a l'image que je peux rejeter, plein d'autres choses. Donc je fais beaucoup attention à ça et voilà, j'ai vraiment envie de rendre fier ma famille, les personnes qui sont aussi proches de moi. Donc voilà, décevoir, c'est quelque chose qui me fait peur, on va dire. D'accord, mais ta famille est déjà venue te voir? Ouais, ils sont déjà venus me voir. Bah après, tous ensemble, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué de trouver vraiment le créneau. Mais ils sont venus contre Trabzon à domicile, match de Coupe de l'UEFA. Donc là, il y avait tout le monde et c'était le top. C'était vraiment, on va dire, c'était le kiff. Là. Ouais, on voit dans tes yeux que l'émotion était là, ça te rappelle des souvenirs. Ça m'a touché quand même, surtout voir ma mère, parce que ma mère, elle n'a pas l'habitude de bouger, etc. Et même en Belgique, elle n'était jamais venue me voir en 4 ans, elle ne pouvait pas. Et là, elle est venue au Luxembourg pour ma première saison et tout. Là, j'étais aux anges, là. C'était le top. Et donc, est-ce que maman t'a dit qu'elle était fière de toi? Ouais, elle est fière de moi, mais moi, je suis fier de moi par rapport à mon parcours, parce que d'où je viens, on va dire, j'aurais pu finir autrement, mais je suis pas encore fier de moi à 100%, parce que j'ai encore énormément de choses à faire et à prouver. Donc voilà, pour le peu que j'ai fait, elle est assez fière, mais j'essaie de la rendre fière, on va dire, tous les jours. Donc je pense que si j'atteins vraiment mes objectifs et mon but premier, je pense que là, elle sera vraiment, vraiment fière de moi. Jordan, pour le mot de la fin, si on peut faire un résumé sur toi et sur les prochaines années. Donc déjà cette saison, nombre de buts, si possible, pouvoir atteindre un palier de plus. Et puis voilà, faire quelque chose avec le club de Differdange. Essayer de prendre ce titre de champion qui nous passe sous le nez depuis tant d'années. Et voilà, être toujours le même, pas changer, toujours avoir cette joie de vivre. La santé, ce qui est super important. Avoir mon cadre de vie comme je l'apprécie actuellement. Et puis voilà, toujours avoir ma famille, mes potes et voilà, tout ça. Ma vie de tous les jours, quoi. Ok. Et si un dernier mot pour les téléspectateurs et les supporters du club de Differdange, si tu avais quelque chose à dire, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'ils continuent à soutenir le club de Differdange comme ils le font. Parce que voilà, c'est vraiment le top. Je l'ai vu aussi en Coupe de Luxembourg. Quand on avait le car ouvert, l'accueil qu'on a eu sur la place, c'était vraiment un kiff. Qui continue à soutenir, voilà, qui lâche pas le club. Et voilà, que sans eux, on n'est pas grand-chose. Parce qu'il faut le dire. Et puis voilà, qui nous lâche pas et on ira chercher cette première passe ensemble. Nach en Kommerzi und den Jordanier, den aus Tier vu segem Appartement opgemerkt huet. Allo beglede mir als Jungen an den Aquasud fir hir Séance de Regeneration. Wir gucken uns dann mal an.
Wie ich schon gesot hun rund de Ballerem a mé hunn die 2 Matscher géint den Racing Lettzebusch am Mondorf mat 6 Punkten gut aufgeschloss. Mi dozo gemiert huet als dem Trainer den Mark Tommy. Nummer 6 Punkten de Biller, den er super Mokegol geschoss krit, war doch ganz positiv ass an den Neien den Wandenbruck, den ass ganz positiv opgefallen. Den nächste Match huet den 2 Goler 4 gelöet, haut hueten den decisive Goal geschoss, do gesäit den awer, dat man do een Top-Transfer gemacht hun. Ja, ich meine, es war wichtig, dass wir da gut an den Treck rankommen. Also am Schluss vom Ende von der Hero, das war nicht gut. Und es war gut, dass wir doch ein bisschen Ruhe an den Verein auch kriegen, dass wir eng Woche noch andere enchaînieren und probieren, so viele Punkte wie möglich zu sein. Das Resultat ist immens sicher. Nächste Woche geht es gegen Mondorf. Hast du da nämlich das Resultat dran oder hast du da einfach ein ganz anderes Standing von der Equipe? Ich meine, wir gehen immer mal objektiv an den Match, objektiv schon, mit 6-0 gewonnen. Ich meine, da können wir immer 4. Das hängt auch immer ein bisschen vom Gegner, wie der Match verläuft. Ich meine, Mondorf ist eine gute Equipe, die hat 0-0 gegen Fola gespielt. Da muss man aufpassen. Und, ein Objektiv aus 3 Punkten, wenn wir die dann noch behalten, das ist ziemlich egal, eigentlich. Du den neue Patron an der Equipe dran, was siehst du dazu? Ja, ich meine, David hat sich gut integriert und noch auch gesehen und bringt das wirklich viel rein. Ist ein ganz guter Spieler, schwätzt gut. Also, ich meine, den hilft das noch viel Frieden. An den Top-Transfer am David van den Broek als auch biselo perfekt beim RCD für den 03 kommen. Dort zu den David. Bah écoutez, très satisfait, très content évidemment parce que le score est là. Après bon, il faut pas oublier que cette équipe a été réduite à 10 assez rapidement. Bon, on a laissé courir un petit peu fin de deuxième mi-temps, puis ensuite on a repris les choses en main. Et je pense qu'au vu du match, je dirais score logique, on s'est créé beaucoup d'occasions, notre gardien n'a pas eu beaucoup de choses à faire, mais il faut toujours faire attention dans ce genre de match. Aujourd'hui, on l'a joué vraiment très sérieusement et c'est passé, donc voilà, très content. J'ai été très bien accepté directement, il faut dire que ce sont tous des bons gars qui sont dans le vestiaire, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Après ça fait 1 mois et demi qu'on est en préparation aussi, on se voit pratiquement tous les jours, donc automatiquement ça crée des liens. J'ai eu beaucoup de contacts avec Jordan parce que bon, il m'a hébergé dans un premier temps aussi, le temps que je trouve une maison. Donc voilà, donc ça facilite certaines choses. C'est vrai qu'on s'est déjà vu un petit peu en dehors du foot aussi, donc ça nous permet de créer des liens et ça crée une cohésion sur le terrain. C'est ça qui est intéressant et important, bien sûr. Gilbert, man kannst du kleine Bilder auf dem Match von Haut machen. Was zufrieden mit dem Match? Es war ein schwerer Match. Zum ersten Halbzeit es wirklich schwer getan gegen eine gut Mondorfer Equipe, aggressive Equipe. Sie wollten die Halbzeit mehr wie mehr. Und es wird noch gesehen, dass sie spielerisch nicht durchkommen, auch kämpferisch nicht durchkommen. Und zweite Halbzeit ganz anderes Bild von uns. Wir sind mir echt draufgegangen und uns auch von nicht viel Chancen rausgespielt, und aber verdient gewonnen gegen so. Du hast just gesagt, die erste Halbzeit sich immens schwer getan, an der zweiten Halbzeit hat die gemeint, die ein bisschen besser gehen. Und was läuft das an die erste Halbzeit, dass du einfach nicht ans Spiel kommen sieht? Ja, wir haben keinen Zweikampf geholt. Sie haben alle zweite Ball gewonnen. Und was statisch auch noch 4 Spiele. Und in der Halbzeit haben wir das alles geändert. Wir frei drauf, hohe Pressing und probiert mich schnell noch 4 Spiele. Spiel gegen Volz, wie siehst du das? Das ist ein ganz schwieriges Match. Zum Mal zu handeln, da haben wir immer als Problem gegen eine Weltserie-Equipe, die Spieler schon nicht schlecht sind, aber ich denke so, wenn wir mit dem Erfolg schon mal haben, 2 Matches zu 0 und immer gewonnen, als der von der Equipe muss man gewonnen. An den David huet doch nach an segem zweiten Match den ersten offizielle Goal am Championat fir seine Equipe gegen US Mondorf geschoss.
Bah, ça fait toujours plaisir de marquer un but, on n'y pense pas directement, surtout pas en tant que défenseur central, mais bon, j'ai la chance de pouvoir apporter un petit peu offensivement aussi sur les phases arrêtées. J'y vais toujours avec le maximum d'énergie que je peux avoir. Ici, bah, voilà, je saute juste devant le gardien et juste derrière un de leurs joueurs. Donc voilà, j'y ai été vraiment à 100%, comme je le fais à chaque fois. Et aujourd'hui, ça paye. Alors tant mieux, c'est tombé sur moi aujourd'hui. Ça peut tomber sur un autre une autre fois. Et voilà, le plus important, c'est qu'elle soit au fond et que les 3 points soient là. Seitens dem Trainer en kleng Analyse iwwer die 2 gespielte Matscher géint den RFC Union Lützeburg a géint US Mondorf. Ich mein, den nächsten Match haben wir 6-0 gewonnen, da haben wir ganz gut gespielt. Da hat man sogar können 10 Goal machen. Den Match heute war nicht so gut, den haben wir 1-0 gewonnen. Vom letzten Match muss ich sagen, das war richtig guter Fußball. Und ich gedacht, wir könnten das auch doch machen. Wir gehen eine Mondorf-Equipe, die ganz gut stimmt, haben wir jetzt praktisch keinen Goalschuss rausgespielt. Wir hatten 2 Goalchancen. Gilles Bettmer hat gedacht, wo er müssen den Rätsel ausholen, wo der Goalkeeper gekriegt hat. Und ich meine dann den Freistoß, der zum Goal gefordert hat. Heute war ein Arbeitssieg, mir war wichtig, dass wir 6 Punkte gemacht haben und kein Goal geschossen gekriegt haben. Schon moies frei 7 Auer war de Carlo an de Sam mat eisen 2 Spieler, die op der Deverdennger Gemeng schaffen an eiser Schener Natur. Wir gucken allauus an eis dat Molun. Sam so frei wie de Moie war mir 2 an net op. Ja, na well. Und de Moien begleden wir dann noch 2 Spieler vom FC Deiferding, den Pedro Ribeiro an den André Rodriguez hai op ihrer Arbeitsplatz zu Deiferding op der Gemeng am Service Jardinage. Und wir gucken mal, wer sie die ganzen Jahr so machen, wenn sie kein Fußball spielen. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Wie verleeflere schafft Me man lo ha alles frei, mat der hecke sé an Problem schneiden an alles. Und dann ja, dann müssen ja lo ganzen Tag. Und dann halber 10 mal Kaffeespaus und alles. Und dann 3 können wir fangen was frei oben 3. Pedro, du warst auch noch schon Gesell? Ja, ich gepackt. Wie hast das Leben so, wenn du gepackt hast, wie du just gesagt hast? Oh, ganz fein. Also, das ist noch normales Leben. Also, die Freundin nervt nicht so viel, dann da geht es. Auch nicht, wenn du sonst muss Fußball spielen? Nein, gut nicht. Das können wir gucken. Ich gucke gerne Fußball an. Dann schätzt mich auch an. Dafür ist das eine gute Freundin. Wie ist es beim André? Ja, das ist normal Leben, wie ich vorhin. Also, bis ein zu sauer, nur ein Match frei aufzustellen. Ja, die Freundin hat nervt auch nicht. Das ist wirklich geduldig und alles. Alke van de Fußball hat genug mich gucken dann schützt mich alles an das ist ja gut an van du so kein Freundin hast dann das schwer Fußball an Privatleben zu hun weil hanst du hast nicht einfach so voilà, wir können nicht ganz gehen oder wir können nicht dat man van so Freundin hast dann hast top. André, kannst du mal genau so ein Wetting Erbigkeit als op der Gemeinde Deiferding? Das alles wat Gärtner habe ich das wie Hecke schneiden mähen
Beem ëmleen, alles wat faul ass, alles proper man, dats Gemeng ammer geringer ass an ëmmer Scheen bleft. Lass die Erbeg dich ze mischt, dat se och vun der Saison ofhängig. Wettring Saison ist du am liefsten. Ja Summer natürlich. Fand bist immer so kal, immer so bisschen fies an alles. Also was net angenehm zu schaffen, voilà, wir mussten das Anfang als erwischt. Summer am agrreabelste. De Summer duch van gut wärmers du was as je Flotschaft is sees an de Wand duch wat Mäder dann. Wie gesagt, am Wand man alles wat Bemers schneiden, zurückschneiden, alles wat dann die Inseln mat Mulchmann an so klein Sachen. Van den Kirchen schneit, da gi man ke Schule machen, Schnee schöppen an alles bis Salz. Kannst du bei der Räbig mal 100% im Fußball aufschalten oder ist das nicht möglich? Das ist nicht möglich. Für mich nicht, persönlich. Ich bin nochmal, wie gesagt, am Fußball, mit Schassen hier auf der Räbig ist immer auch ein bisschen Fußball verbunden. Dann also, egal ob du BG-Liga ist oder Premier Liga ist oder egal welche Liga du hast, Schiffre hast auf Schiffregen von einem großen Match oder so, dann pass immer dabei, am Fußball zu schwätzen. Können die dann nicht viel von der Kollege Rose gemerkt, wenn die verloren hat? Oh, darauf folge ich schon. Es sind viel Arbeitskollegen, die die von den gucken gehen. Und sie gehen von mir dann, sie machen am Anfang den Gag mit uns. Nee, boah, und dann im guten Sinn. Du schaffst ja den ganzen Tag, die fängt morgens frei an. Geteinst du ein bisschen Tag, wer ist dann los, wenn du musst trainieren gehen? Hast du noch Kraft da? Am Anfang schon, weil das ist ein Sport, von den gerne hört, du gehst nochmal Ersatz. Und du, als Vorher stimmt, du hast immer 1 oder 2 Tage, wo du nicht auf 100% passt. Wir probieren nochmal als Beste. Du musst, wenn du um 6 Uhr aufhängst, und heißt um 3 oder heißt um 4 ab, da bleibt nicht so viel übrig für zu reposieren. Dann müssen wir direkt du heimgehen, Kurve machen, aufs kleine See essen, dann hast du schon Zeit, bis du heimgehen kannst. Ein hartes Programm schaffen mit dem Fußballverbanden, bleibt noch viel Zeit übrig, für mal etwas Ähnliches zu machen. Ja, du hast am Anfang nur Samstags mittags, wo du kannst ein bisschen mit der Freundin spazieren gehen und etwas machen, etwas Kleines machen. Wie gesagt, dafür ist es ein bisschen schwer, du alles Freizeit zu kriegen. Was ist denn eigentlich auf der Gemeinde Everding? Also ich arbeite am Service Gärtnerei. Ich bin aber kein Gärtner. Ich mache alles, weil ich polyvalent. Also Agent polyvalent, ich mache ein bisschen von allem, ich helfe den Gärtner. Hier im Moment mache ich es fair proper, weil für die Bäume genau zu schneiden, dass die Gärtner das machen. Aber mehr machen wir proper und so. Das Arabisch auf in der Saison aufhängig. Was gefällt dir am besten? Also ich arbeite eher lieber am Sommer, was ja eigentlich normal ist. Mir will ich auch mehr gehen. Ich mit einem Kollegen gehe mal Terrain mähen. Nicht Fußballterrain, aber all die großen Parken und so. Und das ist das, was mir am meisten gefällt, weil da sind nicht mehr draußen und man an der Sonne, das ist immer flott. Und am Winter, was macht ihr da? Ja, da machen wir am Anfang wie heute Büsche proper oder die Bäume verkehrt und so. Und das ist auch ein Flotarbeit, aber wie gesagt, das ist Winter. Bei den Arabisch kannst du 100% vom Fußball aufschalten? Ja, also. Na, das ist nicht einfach. Der Fußball ist immer da am Kopf. Von den Heuer aus, ehrlich gesagt, auch mit Kollegen und so, das hilft aber für ein bisschen Spaß und an den Fußball ein bisschen zu vergessen. Wenn du ein Match verloren hast, hält die Gedanken mit, ob es in Arabisch oder als ob der Arabisch komplett vergisst? Nein, das hält sicher mit, dass wir viele Supporter und Today verdienen. Also auch auf der Gemeinde. Und auch wenn wir verlieren, dann kriegen wir das auch mit. Wir haben ein paar Römmlinger hier, in Verkehrung zum Beispiel. Und so sind die mich von denen verdienen. Aber bon, sie unterstützen uns, aber sie machen noch auf der Gag mit uns. Du schaffst die ganzen Tag, die fängt schon morgens frei zu arbeiten. Wer ist da, wenn die Novus da muss nach trainieren gehen? Also ja, das ist nicht einfach, du musst um 6 Uhr aufstehen. Aber bon, das ist normal, wir müssen auch arbeiten. Und lieber um 6 Uhr aufhängen und um 3 Uhr fertig sein, wie bis 5 Uhr zu arbeiten, dann du hast keine Freizeit. Hast du noch 100% Kraft, da wirst du für kannst trainieren? Naja, das ist immer mehr schwer, nur ein Match, aber
an der Woche selber geht nawer Mün awer zo Stunden Mëttes fir ze rachten. Also mé hun noch Chance, dats mir bis 3 schaffen, Dich du no awer noch bëssen Zeit bis 6 fir bëssen alles ze maieren, dann kritten awer schon viel gemet an 3 Stunden. Tom Penning, Di sidelo de responsabel vum Service Jardinage, Dit 2 Fußballspieler de Pedro an den André an Äre Kipp, wéi gesit er se a wéi schätzt er se an. Ja, also den Pedro an André sind pu Joer lo beiis an fir mech sinn 2 jong Kerlen, die wirklich och locht un Erbestun datich ze sinn motivéiert, sie net kridelech wat d'Erbeg du géet ze sinn, sie machen alles mat ze sinn aktiv. Ich schaffe gerne mat sie noch mat de Kollegen die Koppe kann ich so Tisch die schaffe wann hier geht sind sie do an noch außerhalb von der Erbeg so man kann Iwerstunde muss gemerkt gehen oder wann es muss von Zeit muss abgerät gehen wat samches sind natürlich sto ja sind am Anfang motiviert für schaffen zu kommen. Wege sie den an no van se moes schaffe kommen dann sind den derfir hun Match verloren will der nicht. Oh, natürlich vielleicht hext sind sie bisschen und der Morale bisschen hängt aber an der Motivation ich meine die sie so professionell dass sie noch nach die 8 Stunden erbecht locker können matteilen also du gesinn ich am ist moral das hängt natürlich immer eins du bist mit Dave wenn dann sie Kollegen der Equipe die dann motivieren dass es dann weitergeht und dann durchschmeckt am Anfang nicht allzu viel nee also nee. Wann se lob derbeg kommmer eng klenge Bobo zi der Konsideratioun, wann der hin derbecht verdeelt. Ja, kann in heinz du mal en Erzählmengen sinn awer mün nie andere schleitetch, wann man jiet verengem muss op seg Bobo min natierlech. Ich menge van Silo bis verstaucht hun so, da ginn se eng an Kipp gesät, datlech Mann muss goen oder so mit dann. Dat as awer nie de Fall gewesen net enke bei mich sie kommen net bei mich so setzt mich an eng an Kipp hun loden gochte schwieren Dach dat man sinninnen an schmenglich gi doch net mehr. So mesinn moment kom, dat war dann Eisen Dverding 03 Channel-Reportage vum März. Schaffen du Dich gut gefallen. Fi froich fir die nächste Emission kennenren ze sinn an dat den 8. April so nech Merzi fir no gucken Adi bis dann.